Jacek? Immer am Mittwoch stellt Miriam Distler Blumenbündel, wie sie es nennt, zusammen. Von ihrer Blumenfarm in Sinzing bei Regensburg. Die Natur- und Landschaftspflegerin erfüllt sich hier ihren Lebenstraum. Dazu gehört auch der Anbau von seltenen Wildpflanzen wie den Purpurengelwurz, den man normal nicht in Blumensträußen findet. Es ist nicht ganz einfach, weil die halt manchmal nicht so gut in der Vase halten. Aber es gibt einige. Also jetzt hier auf dem Feld langsam füllt sich das. Was gefällt dir so? Was ist so dein Geschmack? Ich mag schon diese Herbststräuße sehr, sehr gerne. Und halt, dass es natürlicher aussieht. Da muss man sich ein bisschen genauer anschauen, um die Schönheit zu sehen. Ungewöhnliche Schnittblumen. Das sind die gelbe Skabiose, der Teufelsabbiss oder der ährige Ehrenpreis. Sie sind heimische Wildpflanzen. Aber auch Nutzpflanzen wie den Purpuramaranth benutzt Miriam für Sträuße. Vielfalt in den Nutzpflanzen finde ich natürlich auch super. Und zum Beispiel Hirse, die wächst halt, oder Amaranth auch, die wächst halt egal, ob es regnet oder nicht regnet. Aber dieses Jahr hat es ja so wenig geregnet. Und das sind wirklich, die sind total unempfindlich. Die Kolbenhirse, eher als Vogelfutter bekannt, kommt auch in den exemplarischen Strauß, der später in 15-facher Ausfertigung in ausgewählten Läden in Regensburg verkauft wird. Tja, so ein bisschen Knallfarbe finde ich schon wichtig. Genau. Ich glaube, das passt. Ihre Liebe zur Natur, zur Wildheit, zu Wildpflanzen und der Wunsch nach einem eigenen kleinen Haus. Das hat Miriam zusammen mit ihrer Lebensgefährtin Alexandra, einer Regisseurin, 2018 nach Sinzing gebracht. Also die hier ist nichts mehr. Ja, aber die ist schon noch total schön. Ja. Und also später bei der... Nach Jahren in Berlin und Wolnzach kauften die beiden ein 2,5 Hektar großes Grundstück. Allerdings mit saurem Boden. Also das war eine Ackerbrache und ungefähr 10 Jahre, also haben uns die drumherum erzählt, und da war nicht mehr viel übrig, außer, also der hat es immer gemulcht, einmal im Jahr gemulcht, alles ist liegen geblieben und rauskamen nur noch Brombeere, Quecke, stumpfblättriger Ampfer, also es hat eigentlich nichts mehr geblüht. Unkraut jäten, Boden lockern und Gründüngung mit der humusfördernden Facelia. Das hilft gegen die Bodenmüdigkeit. Nach Monaten blühen endlich die ersten Blumen. Es ist keine Blumenfarm, die ein primär wirtschaftliches Interesse verfolgt. Sie verfolgt es, aber sie tut es nicht primär. Das geht irgendwie völlig gegen meine Natur. Also ich kann es nicht. Ich kann teilweise noch nicht mal eine Pflanze ernten, wenn da eine Biene oder eine Hummel schläft. Also Hummeln und Bienen schlafen ja zum Teil in Pflanzen, in den Blüten. Das sieht sehr süß aus. Und das kann ich dann nicht ernten. Das geht einfach nicht. Also kann ich da ja auch kein Gift draufschütten. Ohne Pestizide und künstlichen Dünger anbauen. Das fördert die Artenvielfalt. So ist das Taubenschwänzchen gern zu Gast. Auch weil Miriam vor allem Pflanzen mit ungefüllten Blüten anbaut. Also Blumen, bei denen sich die Blütenblätter nur am Rand befinden. So kommen die Insekten leichter an Pollen und Nektar. Geschützt von Totholzhecken entwickeln sich die Jungpflanzen, die Miriam aus Samen selbst zieht, wie zum Beispiel die Duftnessel, den Orientknöterich, der bis zu 3 Meter hoch wird, und die Tabakblume. Es ist ein sanfter und respektvoller Umgang mit Pflanzen auf der Blumenfarm. Ab und zu bieten die beiden auch eine sogenannte Feldwerkstatt an, wo man selbst ernten und wilde Sträuße binden lernen kann. Miriam, die feinfühlige Gärtnerin, und Alexandra, ihre solidarische Helferin, sie fühlen sich der Slow-Flower-Bewegung zugehörig, die aus den USA kommt und für nachhaltigen Blumenanbau steht. Was das Slow ist daran,
Ja, ich finde schon mit dem Anbau. Und das Slow ist, dass jede Blume ihre Zeit hat. Also dass es einfach saisonal ist. Und dass halt im Winter dann auch Schluss ist. Es gibt keine Rosen im Winter hier. Oder es gibt auch noch keine Tulpen im Januar. Das gibt es einfach nicht. Also die sind dann halt, das muss einem schon klar sein, die sind dann importiert. Und das ist schon das Slow, dass man einfach warten muss, bis die Pflanze soweit ist und einfach ihre Zeit hat. Slow ist auch achtsam mit den Resten zu sein. Und das Trocknen der Pflanzen als Einkommensquelle in den kalten Monaten. Vor allem Kunden, die nachhaltig denken, kaufen die Dauerblumen für besondere Anlässe. Für Hochzeiten trocknet Miriam auch Blumenblätter als Konfetti. Wahrlich eine Sisyphos-Arbeit, doch sie probiert einfach alles aus. Es ist tatsächlich von Sorte zu Sorte unterschiedlich. Manche muss man in der vollen Blüte ernten, manche kurz bevor sie halt aufgehen. Also die Strohblumen zum Beispiel, dass sie wirklich schön bleiben. Also jetzt zum Beispiel die Schafgarbe, die trocknet ja wirklich, also auch da, wenn man sie halt nicht zu reif werden lässt. Also hier kann man es eigentlich sehen, die ist eigentlich zu reif geerntet. Da ist es schon ziemlich verblasst. Und die ist halt zum richtigen Zeitpunkt geerntet. Und das finde ich schon gut, wenn so ein bisschen Knallfarben auch mit drin sind. Aber eben dezent. Also genau. Wenn sie lebendig sind, das ist klar, dass sie dann schön sind. Also viele Blumen, dass sie einfach so eine Schönheit und so eine Frische ausstrahlen und so. Aber wenn sie halt, das ist halt irgendwie so eine noch mal dezentere oder ruhigere Schönheit, zartere Schönheit vielleicht. Die Kugeldistel, das schwarze Bilsenkraut, die Edeldistel, der Zierlauch Purple Sensation, kleine Mohnkapseln. Wenn man diese Sträuße richtig lagert, dann erinnern sie lange an schöne Lebensereignisse. Donnerstag, 8 Uhr morgens, Regensburg, Neupfarrplatz. Heute liefert Miriam Distler 8 Blumenbündel an Florian Rottke und seinen Kiosk aus. Also es sind meistens Leute, die erstmal vorbeigehen, sich dann über die schönen Blumen wundern, also die es vielleicht noch von uns noch nicht kannten, die danach fragen, ein bisschen die Story dazu kennenlernen und dann total begeistert sind und das nächste Mal wiederkommen. Also die wenigsten nehmen es beim ersten Mal mit, sondern die meisten kommen am Wochenende drauf und nehmen es dann mit. Ja, es ist irgendwie, wie wenn man auf einen Spaziergang auf dem Land geht und sich schöne Blumen aus der Gegend zusammenpflückt und mit nach Hause bringt. Man holt sich damit so ein Stück von der Umgebung rein mitten in die Stadt. Dank Miriams Liebe zu besonderen Pflanzen bekommt man das ganze Jahr mitten in Regensburg besondere Blumen. Bio und saisonal, die zugleich elegant und exquisit sind.